Herzlichen Dank an dieser Stelle, liebes Publikum, schön, dass Sie da sind, herzlich willkommen, liebe Bremerinnen und Bremer, liebe Gäste, die jetzt extra zu den Einheitsfeierlichkeiten in die Stadt gekommen sind. Schön, dass Sie alle da sind. Hitradio Antenne ist auch für Sie da und möchte Sie zum einen musikalisch unterhalten, natürlich auch ein bisschen Geschichte widerspiegeln, Informationen geben und für die Information ist auf dieser Bühne Olaf Mate zuständig. Das hast du sehr schön gesagt. Andreas Roth, vielen Dank. Wir haben natürlich gleich bei dir auch noch was, da kann ich sagen, gleich können Sie Flüge nach Berlin gewinnen, gemeinsam mit dem City Airport Bremen haben wir da was vorbereitet. Also, wenn Sie jetzt ein bisschen Geduld haben, können Sie gleich vielleicht schon einen Flug nach Berlin gewinnen. Wir haben jetzt hier aber noch etwas anderes vorbereitet, vielleicht sehen Sie es hier auf der Bühne. Das hier ist Steffen Lippert, den möchte ich Ihnen kurz vorstellen, der kommt hier aus Bremen und der hat etwas mitgebracht. Wir München schön sagt, gib mal nach, wir haben etwas mitgebracht. Wir müssen kurz mal gucken, ob wir das von der Tonqualität her hinkriegen. Können Sie mich eigentlich verstehen? Ja. Ja. Locker bitte. So. Oder Andreas, vielleicht tauschen wir kurz die Mikrofone. Ja. Du bist der Chef. Wir machen so. Aber nicht einsprungen. Das wird schwierig genug. Also ich glaube, jetzt ist es besser zu verstehen. Das hier ist eine Simson. Was hat es damit auf sich? Ich meine, das ist, glaube ich, ein Original-DDR-Moped, oder wie darf man das sagen? Ja genau, das ist ein Original-DDR-Moped und das war halt so das Fahrzeug von den kleinen Leuten. Ne? Also die nicht das Geld hatten oder die Zeit hatten, irgendwie auf den Rabatt zu warten oder sich zu kaufen. Die haben in diese Mopeds gefahren und sind dann 800 Kilometer am Stück gefahren. Und ja, ich als Jugendlicher, also 16-jähriger junger Mann, habe ich auch so ein Moped besessen. Und ja, wie denn die Wende war, dann hat man das einfach 8 plus weggegeben, ne? Verkauft oder für den Eis war halt nichts mehr wert. Und aber so die letzten Jahre hatte ich immer wieder den Wunsch, nochmal so ein Moped zu besitzen. Und im April dieses Jahres habe ich mir in Brandenburg eins gekauft. Das war das stand schon ein paar Jahre in der Scheune, war total verrostet. Und ja, habe ich dann so peu à peu wieder aufgebaut. Und ja, jetzt fahre ich damit regelmäßig bei schönem Wetter und macht viel Spaß. Ja, das glaube ich. Also das ist natürlich auch, glaube ich, eher was wirklich für schönes Wetter. Man muss jetzt bei Steffen Lippert wissen, seit 16 Jahren in Bremen, aber eigentlich gebürtig aus Meran. Meran ist zwischen 15 Kilometer von Zwickau entfernt, 40 Kilometer von Chemnitz. Also jetzt merken wir, macht mit uns schon ein kleines Einheitsquiz. Wir merken ja auch mit Bremen, dass man so ein bisschen, dass man gar nicht zuordnen kann, wo ist eigentlich was, welches Bundesland ist das eigentlich genau. Aber genau dafür ist ja auch dieser Tag heute da, dass man die Ländermeile mal angeht und ein bisschen was über die anderen Bundesländer erfährt. Sie haben jetzt gerade gesagt, 100 Kilometer oder sowas, fährt man am Stück mit so einem Ding. Also ich selber bin auch schon mal Roller gefahren, da reicht mir das eigentlich nach 5 Minuten, weil ich sage, okay, aber 100 Kilometer muss man ja damals noch fahren, zur Arbeit richtig. Ja, manche haben ja dann weit weg, also es waren auch größere Entfernungen teilweise und die sind dann mit denen gefahren, jeden Tag bei Regen, bei Sonnenschein. Und ich war zum Beispiel, letzte Woche war ich in Ulbigönne damit. Habe ich jetzt in Olten jetzt auch einen Simson-Club, habe ich jetzt rausgefunden, habe mich angeschlossen und hatten wir eine Ausfahrt nach Ulbigönne. Schön Regen, letzten Sonntag. Oh ja, letzten Sonntag war tolles Wetter. Das war noch deutlich besser als heute, da hat es glaube ich durchgeregnet. Jetzt ist es so, wenn Sie dann mal hier durch Bremen fahren, welche Reaktionen kriegen Sie denn da? Ich meine, deswegen fällt das schon ein bisschen auf. Das ist ja, muss man sagen, kein Motorrad. Wie schnell fährt ihr dahin? Die fährt 65, also baulich. Nach wie vielen Stunden fährt die 65 vom Beginn an? Oder muss man erstmal... So 20 Sekunden, dann ist die schon auf der höchsten Geschwindigkeit. Ne? Ich merke schon, da lässt er nichts auf seinen Simson kommen. Also da darf man jetzt nicht sagen. Ich darf nichts falsch stellen. Nein, welche Reaktionen kriegen Sie? Also nur positiv. Also wir sind da sogar schon eine BMW für empfohlen. Das haben Sie nicht gemacht? Nein. Also wie alt ist sie? Ist jetzt Baujahr 84. Baujahr 84, also noch kurz vor der Wende fertiggestellt. Das ist so ein Stück DDR-Geschichte. Ich glaube, das ist auch so ein Sinnbild für die DDR. Ne? Das war so in dem Trabi, war das so das Fortbewegungsmittel. Ja genau, das war dann das nächste Fortbewegungsmittel. Wie gesagt, die kleinen Leute. Und ich bin da auch als Jugendlicher zum Lehrer zur Schule gefahren und hat viel Spaß gemacht. Ne? Jetzt habe ich das wieder und fahre wieder zur Arbeit. Nur bei schönem Wetter. Ja, das muss man, nur bei schönem Wetter. Also, das ist auch so eine Geschichte, 20 Jahre deutsche Einheit. Das sind so Gegenstände, die das auch ein bisschen symbolisieren. Wenn Sie Fragen haben, vielleicht auch über diese Simson, ich glaube, das ist ja mittlerweile so ein richtiges Kultobjekt. Sie haben schon gesagt, es gibt auch in Oldenburg einen richtigen Fanclub. Steffen Lippert ist jetzt hier bei uns, können Sie gerne ein bisschen plauschen. Ich muss vorher noch fragen, 20 Jahre deutsche Einheit, das ist ja auch immer was,
Wo man natürlich vorausschaut, wo man aber zurückblickt. Welche Erinnerungen haben Sie denn an 20 Jahre Deutsche Einheit? Ja, also erstmal war es ja sehr bewegend, ne, und ein toller Moment, als die Einheit kam. Und ja, bin vor 16 Jahren hierher gekommen, habe auch Höhen und Tiefen gehabt, beruflich auch. Aber jetzt muss ich sagen, für die letzten Jahre geht es mir noch gut und bin auch der Meinung, dass diese Teilung auch nicht mehr so ist. Also es ist deutlich weniger geworden in den letzten Jahren. Es war ja noch dieses Ost-West. Ich finde, das ist auch deutlich weniger geworden. Also das sind doch optimistische Töne, das ist ja auch, da gibt es ja immer Umfragen, wer sich vielleicht bei uns auch in den Nachrichten gehört hat, dass viele sagen, naja, eigentlich diese Teilung ist noch gar nicht richtig überwunden, aber merken es, nach und nach wächst dann doch das zusammen, was zusammengehört, und diesen Satz endlich auch mal gesagt zu haben. Also, das ist so. Steffen Lippert, ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Ich freue mich sehr, dass Sie uns diese Simson zur Verfügung gestellt haben, dass sie hier auf der Bühne angeschaut werden kann. Wenn Sie Fragen an Steffen Lippert haben, ich glaube, Sie geben sehr gerne Auskunft, und dann können Sie vielleicht auch irgendwo müssen mal scheuen gucken, ob es was in der Simson gibt. Steffen Lippert, vielen, vielen Dank. Und jetzt geht es weiter mit Andreas Roth, und der hat für Sie jetzt Flüge nach Berlin, und ein bisschen Glück finden Sie da auch noch. Steffen! Wer auch was für dich hört? Wer auch was für dich hört? Ja, natürlich. Simson, Tiffy und Herr von Böhnefeld. Schön, dass du mich da rausgelassen hast in dieser Hauptsache. Ich weiß nicht, ob ich irgendwie bin. Ja. Ohne jegliche Aufregung. Ausmachen? Dafür kriegen Sie garantiert